Ciao zusammen, René hier. Heute ein perfekter Tag mit einem Beispiel, dass die Waage manchmal in die falsche Richtung geht. 161,5, das ist mehr als gestern. Aber das Körperfett hat mir dann gezeigt, ja gleich alles richtig gemacht, das ist nämlich runter. Insofern ein gutes Beispiel, wie eben die Waage täuschen kann. Wieso das Gewicht auf ist auf der Waage? Ich vermute jetzt bei mir gestern vom Sport her und für dass der Körper kann flicken, ein bisschen reparieren, tut er ganz einfach Wasser zurückbehalten und löst das dann so. Die Haarfallmessung hat gezeigt, dass ich heute auch problemlos spörteln kann. Es war zwar noch knapp im Grünen, aber immerhin. Darum keine Einschränkung dort. Ich werde wahrscheinlich wieder aufs Velo gehen und dann später in Kraftraum. Blutzucker war heute 89, genau dort, wo man haben will. Das würde jetzt bedeuten, dass wenn ich heute das Gefühl hätte, auf dem Velo ein bisschen schwer scheichen, es geht ein bisschen schleppiger oder das gleiche im Kraftraum, könnte ich allenfalls ein bisschen mit Kohlenhydraten aushelfen. Ich muss auch mit dem Fleisch nicht ganz so schauen. Aber werde ich nicht machen, wenn alles eigentlich tiptop läuft und ich noch genug Energie habe. Ich behalte das lieber ein bisschen tiefer auf der sichereren Seite. Nach dem Messen hatte ich ein Käferchen wie gäng und dann würde ich sagen, ab aufs Velo. Musst mal schauen, Timo. Planänderung, kehren, zurück, essen, Hunger. Tipptopp, wieder ein perfektes Beispiel, das aufzeigt, dass man ein bisschen das Feedback anlassen vom Körper. Ich wollte heute 2-3 Stunden auf das Velo, bin aber leider zu spät gegangen, habe mich ein bisschen vertörlt. Dann hatte ich noch ein Kundengespräch unterwegs, das ich angehalten habe. Items hat sich alles nach hinten geschoben. Und es hat dazu geführt, dass ich nach einer Stunde Velo fahre, ist es gegen Mittag gegangen und dann habe ich gemerkt, jetzt habe ich richtig Hunger. Jetzt, wenn ich 20 bin, kann ich dort durchmurksen, kein Problem. Mit 40 ist es ein bisschen anders. Dort machen übrigens viele den Fehler. Mit 40 ist es eine Gratwanderung zwischen ein bisschen Hunger haben, ein bisschen abbauen, ein bisschen in die Reserve gehen, aber dann auch wiederum auf den Körper zu hören und ihm etwas gut tun, so dass er willig ist, an und für sich in die Richtung zu gehen, wie man eigentlich will, nämlich Gewicht verlieren. Wenn man dort allzu gerne mit dem Dampfhammer draufbretscht, dann passiert das, was viele Leute beklagen, nämlich, dass es nicht mehr vorwärts geht. Das Plateau, das Gewicht geht nicht runter, man ist frustriert etc. Zurück zu meinem Velofahren. Ich habe also gemerkt, jetzt fängt es langsam an zu zehren. Wahrscheinlich das Cortisol oder das Adrenalin kurz vor der Ausschüttung. Was das wiederum bedeutet, weil dann eher Blutzucker geht auf, Fettverbrennung stellt ab. Das ist genau das, was ich nicht will. Was habe ich gemacht? Ja, umgekehrt, in der Mut gehabt, gemütlich zurückgefahren und dann daheim gegessen. Gekocht habe ich noch den Rest von diesem Päckchen gehacktes Blumenkohl mit Süßkartoffeln, habe dann noch ein bisschen Röseliköhl in Butter dazu gemischt. Und dann habe ich ein Päckchen Muscheln gefunden. Jetzt ist 3, ich habe mir ein koffeinfreies Kaffee noch gemacht und werde etwa eine halbe Stunde, 3/4 Stunde in den Kraftraum gehen. She's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams dying hard. You want you to return this love. Breathing in the dark, weightless, working hard. You want you to return his love. Now he's bleeding, diamonds on you. But that ain't enough to turn the pain. He's kneeling, wants to feel new. But he's not the one who pulls away. That ain't enough to turn the pain. Miriam hat natürlich noch zu Recht gesagt, du musst mal zeigen, was du überhaupt schaffst. Und das ist kurzes Figurupdate. Das ist natürlich all das Zeug hier.
der weg muss. Da bin ich mir nicht gewohnt. Das lässt mich auch auftunsen fühlen. Also, ich habe mit Miriam abgemacht, gehe jetzt ein Pier runter und ja, bin gespannt, wo wir etwas Apero nehmen. That ain't enough to celebrate. It's nearly once if you know, but he's not the one who goes away. That ain't enough to celebrate. That ain't enough to celebrate. Schnell ein Aperitif-Update. Ich habe Chicken Wings bestellt. Thank you. Ein Diet Coke gehabt. Und Miriam hat Truffle fries, ja. Truffle Fries. Bellini. Ganz feines Bellini. Apero war Fan, 4 Chicken Wings waren es, aber jetzt habe ich halt gerne ein bisschen Hunger, schliesslich auch viel gemacht. Und ich will nicht mit allzu viel Hunger liegen, sonst schlafe ich dann wieder schlecht. Jetzt mache ich mir Röseli-Köhli mit Zwiebeln. Was habe ich noch drin? Cherry-Tomätchen und 2 Eier. Sehen wir uns morgen wieder? Oder übermorgen? Ich muss noch schauen. Also, tschüss zusammen. Weil es so ein tolles Wochenende war, habe ich mir noch ein Dessert gemacht. Und zwar Kokosnussmilch mit Kokosnuss-Raspeli und gefrorenen Blueberries. Was sind Blaubeere? Sind das nicht, was sind Myrtills? Myrtill. Ja, ich weiss, was du meinst. Wo sind wirklich Myrtills? Aber ich weiss nicht. Im Wald, sie sind da bei diesen Gebüschen. Also, der schreit jetzt wahrscheinlich. Moment schnell. Jetzt ist es gegangen. Heite nie.